zusammen. Hallo zusammen. Also ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid so richtig fit und munter. Du Deborah, aber du siehst jetzt also nicht gerade fit und munter aus. Bist du traurig? Ja, schon ein bisschen. Aber warum denn? Ja, weisst, heute ist der letzte Mini-Krieg, den wir hier so miteinander haben. Aber wegen dem musst du doch nicht traurig sein. Nicht? Nein. Und warum nicht? Ja, weil du kannst ja jetzt wieder ganz normal in Minikigo kommen. In Silber oder in Bucheck. Das ist doch logisch. Ah, das stimmt. Mega. Hey, und weisst wie cool? Dann sehe ich alle meine Freunde vom Kigo wieder und wir können zusammen spielen und viel Spass haben. Genau, so ist es. Und das gilt auch für dich daheim. Auch wenn wir heute den letzten Mini-Kigo da haben und nächsten Sonntag der letzte Kigo kommt, bist du herzlich willkommen im Kigo in Bucheck und in Silberen. Und wir würden uns mega freuen, dich zu sehen. Komm vorbei. Du, aber Rebecca, wir sind immer noch mit dem Paulus unterwegs. Ja, das ist richtig. Der Mann Gottes, der schon so viel mit dem Heiligen Geist erlebt hat, seine Abenteuer sind mega spannend. Du, und weißt du was? Heute wird es sogar gefährlich. Gefährlich? Echt? Was ist denn jetzt wieder passiert? Das werden wir nachher gerade hören. Zuerst stehen wir miteinander auf und singen das Lied. Ich kann sein Wie Jesus für alle Menschen, wo ich triff, so bin ich ein Vorbild, wie was ich sag und tue. Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich, kann ich dir helfen, danke. Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich, kann ich dir helfen, danke. Ich kann sein, wie Jesus wie Jesus für alle Menschen, wo ich triff. so bin ich Ein Vorbild, ein Vorbild, wie was ich sag. in was ich sag und tue. Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich, kann ich dir helfen, danke. Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich, kann ich dir helfen, danke. Ja, hallo, Jimmy, Kira, Abby und Dakota. Hallo, hi Deborah. Hey, warte mal, wieso haben die anderen zwei auch kommen? Bis jetzt haben wir doch immer abwechseln. Du Jimmy, hast du das nicht mitbekommen? Also, ich habe es mitbekommen. Hä? Was meint ihr? Ja, jetzt dürfen doch wieder mehr Kinder in die Kigo kommen. Und auch mehr Erwachsene in den Gottesdienst. Ja, das ist ja mega cool, yippie! Also, ich freue mich auch, dass wieder mehr Kinder kommen können. So können wir wieder zusammen spielen und das ist viel lässiger mit mehr Kindern. Du, aber ich muss dir jetzt etwas erzählen. Ja, was denn? Ich will es auch hören. Letzte Woche bin ich am Morgen aufgestanden, um mein Kind zu gehen. Aber ich bin müde. Und weil ich so müde war, bin ich voll in die Wand hineingelaufen. Oh nein, das hat sicher wehgetan. Hast du eine Beule bekommen? Ja, da auf der Stirn. Und weißt du was? Dann bin ich hässlich geworden und habe gedacht, wenn der Morgen schon so blöd anfängt, wird der ganze Tag sicher auch blöd. Ja, und wie war denn dein Tag schlussendlich? Die Mami hat dann für mich gebetet. Nach dem Betten hatte ich wieder ein bisschen Freude und der Tag war eigentlich ganz gut. Hey, das ist ja mega cool. Ja, auch wenn es manchmal nicht super läuft, ist Gott eben gleich bei uns. Wir dürfen mit allem zu ihm gehen und er gehört uns. Und weisst du was? Er kann auch aus dem grössten Seich etwas Gutes machen. Wir dürfen ihm vertrauen. Und das hat der Paulus auch erlebt. Und davon hören wir jetzt.
Wie wir letztes Mal gehört haben, ist der Paulus ein Gefangener. Er ist aber nicht nur ein Gefangener, die Leute wollen ihm auch weh machen. Und jetzt steht er vor dem Richter. Stopp! Ihr könnt mich nicht einfach so verurteilen. Ich bin schließlich auch ein Römer. Ich bestehe darauf, dass ihr mich nach Rom, nach Italien bringt. Dort könnt ihr mich vor das Gericht bringen. Paulus, du hast recht, du bist ein Römer. Also los, wir bringen dich und die anderen Gefangenen auf Rom. Der Paulus und die anderen sind schon so lange unterwegs, dass es Herbst wird. Und das ist gar keine gute Zeit zum Reisen auf dem Meer, weil da hat es viele schwere Stürme. Boah, wir sind jetzt schon so lange unterwegs. Aber zum Glück machen wir noch ein paar Zwischenhalte, bevor wir wirklich in Italien eintreffen. So kann ich noch ein paar Freunde sehen und sie schauen gut zu mir. Sie versorgen mich mit allem, was ich brauche. Los, macht alles bereit, wir fahren. Nein, stopp! Ich weiss vom Heiligen Geist, dass wir da warten sollen. Es wird ein mega grosser Sturm kommen. Das ist gefährlich. Wir sollen nicht losfahren. Lass bist ruhig, du hast da gar nichts zu sagen. Und das Wetter ist wunderbar, da passiert gar nichts. Oh nein, wir sind in einen riesigen Sturm gekommen. Los, werfen alles über Bord, dass das Schiff nicht untergeht. Halt! Was macht ihr zwei dort? Wir nehmen das Rettungsboot, dass wir in dem Sturm nicht untergehen. Wir glauben nämlich, dass das grosse Schiff untergeht. Nein, ihr dürft nicht vom Schiff gehen. Ein Engel von Gott ist im Schlaf zu mir gekommen und hat gesagt, ich muss keine Angst haben, weil Gott ist mit uns und alle, die mit uns unterwegs sind, werden gerettet werden. Also gut, wenn er das sagt, dann ist das so. Niemand geht vom Schiff weg. Ey, das ist doch nicht normal. Der Sturm geht jetzt schon ganze 2 Wochen. Stimmt. Aber bis jetzt sind noch alle da und es sind alle gesund. Hört zu, wir müssen wieder einmal etwas essen, damit wir unsere Kraft nicht verlieren. Aber mir ist so schlecht, weil das Schiff immer hin und her schaukelt. Schau, ich nehme das Brot, tue es in Stückchen brechen und sage Gott Danke dafür. Jetzt nehmt und esset. Okay, los. Alle noch mal etwas essen und dann tun wir die letzten Vorräte ins Wasser rühren, damit das Schiff leichter ist. Land in Sicht! Land in Sicht! Ah, nein! Das Schiff hat irgendetwas gerammt. Es geht kaputt, es geht auseinander. Alle ruhig bleiben. Die schwimmen, schwimmen los ans Land. Die anderen heben sich an den Stückchen vom Schiff und lassen sich ans Ufer treiben. Wow, wir haben es geschafft. Ich und alle anderen sind sicher an Land angekommen. Zwar ist unser Schiff total kaputt, aber Gott hat sein Versprechen gehalten. Alle, die auf dem Schiff geblieben sind sicher ans Ufer gekommen. Wow, was ist denn das für eine Geschichte? Ja, zuerst wird der Paulus verhaftet und dann entscheiden sich die Leute, dass er mit dem Schiff nach Rom gebracht wird, damit er dort vor Gericht kommt. Und dann sind sie so lange unterwegs und natürlich kommt ein grosser Sturm. Ich meine, das ist das Meer, nicht ein kleiner See. Und weisst du, wie viele Leute sind eigentlich auf dem Schiff gsi? Nicht nur der Paulus und ein paar Freunde, seine Wärter und der Kapitän. Nein, es sind viel mehr gewesen. Wir lesen in der Bibel, in der Apostelgeschichte, dort, wo die Geschichte steht, dass auf dem Schiff 276 Leute mitgekommen sind. Und alle haben überlebt. Ja, genau. Alle haben überlebt. Aber das ist schon ein Wunder. Wie meinst du das Wunder? Ja, ich meine, dass niemand verletzt oder verloren oder gestorben ist. Ich meine, der Sturm ist 2 Wochen gegangen. Und hin und her und hin und her. Also mir wäre es schon lange schlecht gewesen. Und alle sind schlussendlich sicher am Ufer angekommen. Auch wenn sie alle nass geworden sind, weil sie im Wasser gelandet sind.
Ja, aber weißt du, wisst ihr noch, was Gott zum Paulus gesagt hat? Also du meinst dort im Schlaf, wo der Engel zum Paulus gekommen ist? Ja, genau. Ah ja, der Engel hat gesagt, dass der Paulus keine Angst muss haben und dass alle, die mit ihm unterwegs sind, werden den Sturm sicher überleben. Genau. Und es haben alle den Sturm unbeschadet überstanden. Und was heißt das jetzt für mich und für uns ganz genau? Ja, dass bei uns im Leben auch nicht immer alles einfach und lässig ist. Dass es manchmal auch stürmt, so wie dort auf dem Schiff. Und wir können Gott vertrauen, dass er immer da ist und gut auf uns schaut. Egal was ist. Er ist da und lässt uns nicht allein. Das ist ja mega cool. Hey, und noch etwas. Weißt du, was hat Gott mit dieser Situation auch noch gemacht? Auch wenn es schwierig war für den Paulus und er so viel Schwieriges hat müssen ertragen durch seine Gefangenschaft und die Reise auf Rom, ist die gute Nachricht von der Liebe von Jesus weit erzählt worden und schlussendlich in die ganze Welt getragen worden. Wir möchten gerne mit euch zusammen einen Bibelvers lernen. Und der steht in der Bibel, logisch, und zwar im 1. Timotheus 2, Vers 4. Und der geht so. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Okay, nochmal. Und jetzt mit Bewegungen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2,4. Sehr gut, super. Und jetzt mit allen und mit den Bewegungen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2,4. Hey, und das ist Gottes Absicht mit dem Paulus. Obwohl er so viel Schwieriges erlebt hat, Gefangenschaft und Schiffbruch, Gott hat einen Plan gehabt. Gott hat den Paulus gebraucht, damit viele Menschen von Jesus und seiner Liebe hören und erfahren. Der Heilige Geist war immer beim Paulus und hat ihn begleitet und ihm geholfen. Und das ist nicht nur für den Paulus so, sondern auch für uns alle heute. Ob gross oder klein. Gott hat einen Plan für dich und mich. Und er möchte, dass alle Menschen auf dieser Welt Jesus kennenlernen. Und wir alle dürfen da dabei sein. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir das machen können. Deborah tut jetzt gerade mit uns allen noch beten. Danke vielmals, lieber Vater, für die Geschichte von Paulus, wo wir sehen dürfen, wie gut dass du es gemeint hast. Auch in den Schwierigkeiten, auch im Sturm, bist du beim Paulus und hast ihn nicht allein gelassen. Und so bist du auch heute mit uns. Wir dürfen wissen, dass dein Heiliger Geist uns leitet und führt und dass wir einen guten Plan haben von dir und dass du uns fest liebst und nie allein lässt. Danke vielmals. Amen. Rebecca, was hast du da in der Hand? Ja, das ist, denke ich, ein Schiff. Aber ein Schiff ist doch viel grösser, oder nicht? Ja, das ist kein echtes Schiff, das ist nur eins aus Papier. Ah, das ist ja mega cool. Das ist ja genau wie das, was wir vorher in der Geschichte hatten. Genau. Und wenn ihr daheim auch eins wollt, dann könnt ihr die Faltanleitung unten in der Beschreibung finden. Vielleicht könnt ihr ja mehrere machen und dann ein Schiffli-Wettrennen veranstalten. Wir wünschen euch viel Spass dabei. Hey, und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns noch ein Foto von euren Schiffli schicken, so als Abschied, oder? Yes, hey, heute war wieder mega cool mit euch. Ganz genau. Schön, dass ihr dabei gewesen. Und wir freuen uns mega, wenn ihr wieder live ist Bucheck oder in Kigo auf Silbern kommt. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wünschen euch eine super Woche. Tschüss zusammen, macht's gut. Tschüss. Ciao.